Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der Herr, das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, das zu nach Meir David. Wir sind da direkt lebendig in Studio in Boston, 617-350-9931. Die Red Sox spielen noch nicht, wir wollen euch weiter unterhelfen mit dem Cheshbon Bass gespielt. Aber mit mir im Studio sind 2 sehr bekannte Gäste, Leah und Sholom. Seid begrüßt. Guten Abend. Ja. Guten Abend, liebe Zuhörer. Sholom Beinfeld und Leah Sporer-Levitt. Wir wollen hören von Sie ein paar sehr hochkulturelle, interessante Berichten. Leah wegen dem Chosheven Schreiber Mordechai Striegler, ja? Ja. Und Sholom wegen Medem-Bibliothek. Ja, ich will öfter sagen, ein bisschen wegen Mordechai Striegler euch. Aber jetzt habe ich für euch ein Teilen-Interview, was ich habe es abgelegt bis nach die Jonthaven. Das habe ich rekordiert spät im Sommer bei der Jiddischwoche mit Sholom Berger, was ist sehr talentierter Mensch. Er ist Doktor und er ist euch reingetan in Politik. Er ist ein Übersetzer von Büchern von Jiddisch auf Englisch und verkehrt von Englisch auf Jiddisch. Und er ist sehr feiner Dichter. Und er hat noch was herausgegeben, sein letzten Band Lieder. Und ihr werdet jetzt hören mein Interview mit ihm und er wird vorlesen von seinem Buch Lieder, was es sei auf Jiddisch, sei auf Hebräisch. Hat er noch. Guten Abend, wir sind da bei der Jiddischwoche, Copiague, New York, 2018. Sholom Berger, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Was hört sich? Dank, sehr gut. Ich bin zufrieden, dort zu sein. Ich euch. Ich will dich begrüßen mit deinem neuen Buch Lieder. Grüßen Dank. Erklärt von unser Eulen, was das ist, der Namen und alles Ding. Und danach will ich dich bitten, vorzulegen in ein paar von deinen neuen Liedern. Das neue Buch heißt Wie lebt sich dorten? Lieder und Prosa-Beschreibungen. Und das habe ich alleine rausgegeben
Hajor in 2018. Und das besteht von 3 Typen Lieder. Der erste Abteil ist lyrische Lieder, das heißt kurze Lieder wegen verschiedenen Themen. Solche Lieder, was du willst gewöhnlich gefunden in einem Liederbuch. Der zweite Teil ist ein größerer Teil, was ich rufe Lieder von die Tag von der Woche. Und das besteht von kurzen Beschreibungen, Miniaturen, was sind alle mit dem Titel von einer von die Tag von der Woche. Und die dritte Teil sind eigene Lieder auf Hebräisch, was ist das erste Mal, was ich gebe euch Lieder auf Hebräisch. Und das alles ist ein Buch zusammen und es ist das erste Mal, was ich gebe euch ein Buch Poesie an Übersetzungen. Es sind nicht zweisprachig, nicht in Englisch, nicht in Übersetzungen, es sind eigene Lieder. Und der andere eigene Knetsch zu dem Buch ist, das habe ich herausgegeben in 2 Nuschos mit der Hilfe von Janko Salan, was hat gebrochen die Seiten und gewinnt der Designer von dem Buch, habe ich herausgegeben, das in einer Jivo-Ausleg-Versie und einer heimische Ausleg-Versie, weil ich habe Zolllehners von der chassidischen Kehle, was sie ist mehr bequem zu lernen als ein Buch und Bechlal auf Jiddisch auf sehr heimischen Ausleg. Habe ich herausgegeben als 2 Versions. Und wie soll man das kaufen? Das kann man gering kaufen auf Amazon.com. Als man klappt da rein die Wörter auf lateinische Ausges wie lebt sich dorten. Man kann euch das kaufen durch nutzen die Webadresse bit.ly/burgerpoetry BERGERPOETRY. Kann man gering zukommen zu dem. Sehr gut. Du hast ausgeklebt, Mr. ein paar Lieder, ist lassen wir hören. Ja, ich will ein von den lyrischen Liedern, das ist von den mehr konventionellen Liedern. Und das ist ein Lied, das habe ich geschrieben mit etlichen Jahren zurück. Eders haben sich gebeten, die politischen Umstände in Amerika in 2016 und 17 habe ich angeschrieben als ein Lied. Wie lebt sich dorten? Zwischen Mythosen blieben Toesen, Greisen auf Reises, inmitten Säudes von Emmes, hören sich reue Geschreien, lege weg den Bleier, Menschen kommen auf der künstlerische Gas. Welche Hälfte Gramm, als der Körper weiß nicht, welche Toes Ärger ist, das Leben in Feier oder der Teut, was dreht sich in die Korridoren. Die poetische Lizenz geht aus, lege weg den Bleier, du hast gewonnen, Tekef Mitgefühl. Du kannst schon spüren auf deine Gedehren die Hand von Nichtwehren. Die Bombe rammt dich aus, der Raket pattert dich weg, am Maven schon auf dein eigenem Eck. Und der Sof von der Bintel streugepackte Geläumes. Nu, wie lebt sich dorten in die Developments von Teut? Das ist, versteht sich allein als ein politisches Lied, aber das habe ich geprüft. Und mit dem habe ich geprüft, übergeben nicht die Inhalt von den politischen Gedanken oder das Gefühl von Leben in der Welt, wo man ist also alkoholischen abgeschlossen, man nicht wo sich anzusparen. Das zweite Lied ist ein kurzes Lied zwischen die poetischen Beschreibungen von den Tag von der Woche, die Tag ein Tag aus Realität von Leben. Und das Lied heißt Donnerstag, also wie ich habe gesagt, jede Lied, jede Miniatur inmitten heißt nach der Tag von der Woche. Donnerstag, Nacht am Teufel. Die Welt bleibt beim Alten, die Blätter schreiben dieselbe Werte, was werden von keinem nicht herausgegeben zwischen harte Teufeln. Die Bäume forschen aus die Wissenschaft von Gedeuer und Verstarb. Wer ist auf der Gas, der weiß die Gedanken, was rieseln unter die Fuß tritt, und die Nichtigkeiten, was schreien heraus von die Kapp und die Seitlich. Das Erd ist a Pleite und ticken nicht kein Toes. Das dritte war eine längere von den Miniaturen, was ist betitelt Shabbos, was hat zu tun mit dem Tag Shabbos. Shabbos ist ein Tag von Meure, stehen Ponem el Ponem mit der eigenen Nichtigkeit. Wie der alte Witz, nicht mehr so viele Wert zu sagen, als mir so gar nicht. Deures haben sich so gewitzelt, und dort bin ich,
mit dem Bintel der Grechungen, dem Bergel auftun, a Jumenisch von der Moshe Benus Kiele, die Kindesliebschaft, sicher groß für Planet, der Freuschavruse, das als Efscher der Lesung. Man verliert sich in Musaf, man springt Kodesh und der Mond sich in der Eberkeit, man fühlt sich besser fühlen sich. Schon einmal a knapper der Grech. A viele Schablonen klingen nahe, ob die innerliche Euren bleiben so lang verstoppt. Die Organen werden vielmal herumgetappt von Doktoren, die Emotionen werden zergliedert von den Therapeuten, nur die Zeitgeschichte, die Reges und Tage, die Jahren und Saisonen gravieren sich Stillerheit ein in die tiefste Kämmerlach und seine nicht herauszudluben. A Tfila ist nicht kein Mikroskop, nur ein Spiegel. A L'chaim ist ein Pfeil, Facebook ist ein Facela auf die Augen. 3 solche Lieder von meiner neuen Sammlung. Ist da noch etwas, was kann helfen, dem Leiner zu verstehen, deine Lieder? Ich meine, als ich habe lieb als eine Kombination von Eindrücken von dem tagtäglichen Leben und solche mehr abstrakte Gedanken wegen dem Inhalt von unserem Leben. Also wie andere größere Schreiber wie Virginia Woolf haben gewollt schreiben oder geprüft schreiben wegen die Strom von Bewusstsein. Das heißt, die Kombination von Leben tagtäglich in der Welt und durchmachen dieselbe Aktions Tag ein, Tag aus mit die höhere Bewusstsein wegen die Vergehigkeit von der Sache übergehaserte Aktions. Also eine Kombination prüfe ich übergeben in die Lieder. Es wird antreffen auf tagtägliche Eindrücken und Bemerkungen wird euch antreffen auf abstraktere Gedanken. Und hoffentlich ist der Lehner oder die Lehnerin, was wohl great das zu lernen, great auf diese Kombination. Die heutige politische Lage hat eine Spur auf deine Poesie? Meine ich, das ist klar. Also Sicher, 100%. Und einmal ist ich meine, ich rede für Sachpoeten, was fühlen sich als das Lernen Poesie und das haben zu tun Poesie, als ein Mocken Mitglied, als ein Ort, wo man kann sich antläufen von den politischen Neues. Man kann in derselben Zeit antläufen von den Pinklichkeiten von den Neues, das heißt die Protem von was ist geschehen Nächten oder eher Nächten und euch sich engagieren mit den Neues, euch sich sprachen mit den Neues und proben zu nutzen eine Schablone, schaffen eine schönere und bessere Welt. Wie ein Aufruf auf die Neues. Das ist, ob man halt, dass die Kunst ist ein Spiegel, was man halt an gegen dem Leben, oder ein Hammer, zu zerschmettern, die böse Keuches von Leben, oder etwas, ein anderer Mensch schämt, die Baumaterial, ist sicher ein Aufruf. Und das ist ein mächtiger Machschir, was man hat, wie ein Poet. Sie meinst du, als die heutige Lage, was es müsste dir nicht im Ganzen zum Herzen, ist besser für dein Schaffen Lieder, sie ärger im Vergleich mit Marshall unter Obamas? Das ist eine schwere Frage. Das ist eine sehr schwere Frage. Mit unser Land. Das ist eine schwere Frage. Es wendet sich in was erwartet, es wendet sich in dem, was mit besseren Ärger. Das heißt, wenn ich so zurückgucken auf die Lieder, was ich habe geschrieben, bis Obamas Kadenzen und vergleichen sie mit die heutige, weiß ich bei ihm nicht, was ich wollte gesagt. Man wollte sagen, als ja, ich kann sein, dass ich schreibe mehr intensivere und mehr leidenschaftlichere Lieder heutzutage. Aber der Kontext von Trachen sieht, Lieder sind besser oder ärger, ist so nichtig und trivial im Vergleich mit der ganzen Welt. Es ist so wie fragen, so wie Leute einen alten Witz, ja. Gut stimmt, wie ist wenn die Pièce, Mrs. Lincoln? Yes. Jetzt ein paar Sprachfragen. Koidem wegen beiden dem Nussach für heimische, so wie du sagst, ist es nur auslegt, ein bisschen andere Sachen euch?
Ich hab meistens gebeten die Ausleg nur. Es kann sein, ein paar Wörter da und dort habe ich gebeten die Wörter, aber bei der klar nicht, weil ich rede nicht wie Analytiker von der chassidische Svive oder wie charedische Jid, aber ich rede wie Schreiber, was hat lieb zu bekommen, was mehr lernen ist. Und wenn ich sehe von der charedische Jid oder chassid, die Teine, als versteht oder sie versteht nicht das oder jens Wort, ist mein Entfer nicht zu beiten mein Wort. Mein Entfer ist, geh suche Wörterbuch. Ja, und ich verstehe, es sind 2 andere Planeten und Chassidim sind 99% von der Handdicke, Jiddisch Redendicke und Schreibendicke, Lehnendicke, und das verstehe ich. Aber zurückgerät ist nicht unmöglich auszusuchen, was die Partei von einem Wort. Und zu lernen Poesie davon sein ein bisschen aktive Lehner. Also wie man sagt, also wie man hat gesagt, ein berühmtes Lied wegen Medinas Israel, die Poesie wird nicht erlangt, dem Lehner auf eine silberne Tatz. Man darf einmal allein aussuchen, dem Teich. Ist euch wegen Hebräisch, kannst du ein bisschen sagen, wegen dein sich auslernen in Hebräisch und willst du gewinnen Ballen vorzulernen an Hebräisch? Sicher. Ich bin aufgewachsen in einer zionistischen Stube und politisch bin ich anders wie meine Eltern, bin ich noch als größter Stützer und Liebhaber von Hebräisch und hebräischer Kultur in Yisrael und andere Orte. Und das ist eine von den spannendsten und begeisterndsten Sachen wegen Israel. Es ist ein Ort, wo die hebräische Sprache lebt und man schafft. Und mein Tate pflegt schreiben hebräische Lieder in der Universität. Ich bin aufgehört geworden mit der tiefen Liebschaft zu dem. Und ich habe sich getext mit etlichen Jahren mit einem Freund auf Facebook, was verstößt die Piet, das heißt die mittelalterliche religiöse hebräische Poesie. Und er hat mir gefragt, für was schreibst du nicht keine Poesie auf Hebräisch? Und ich habe gesagt, für was nicht? Das ist eine gute Frage. Und ich habe gehabt etwas komplex. Also wie ich bin nicht geborener Hebräisch-Redner und ich rede nicht Hebräisch tagtäglich, habe ich gemeint, ich bin nicht schwer, es ist nicht gedei, aber das ist nicht ein poetischer Gedanke, das ist ein linguistischer Gedanke. Das habe ich genommen und geschrieben. Es ist allein ein kurzer Lied. Was ist ohne Titel? Was ist von einer Zickellieder wegen Baltimore? אני יוצא בתוך העיר, ואין זהוב בשתי ידיי. אני אזרח של נייר וגיר, ובלי מחיר לאותיותיי. כל ותיק ויש צעיר, ישיר פיוט של אימתי, מנה בלי הכיר, פורח הרעיון ודי. Wenn ich lehne vor der hebräische Lieder, ist mir allemaal schwer zu beschließen, sie ich soll lehnen auf die evritische heintige Havore, auf Reisred, wie ich habe erst getan, oder sie soll ich vorlehnen auf die Ashkenaz auf Reisred, also wie mit Bialik, oder man will es authentisch vorlehnen, ist mir ist noch als bequemer zu lehnen auf Ivrit, aber einmal will ich auf lehnen sie auf Ashkenazische Havore. Ja, das war ein Dank. Ein Dank für die Territz. Es ist ein bisschen anders, weil geschrieben habe ich das Leute Ivrit, aber אני יוצא בסייחו עיר, ואין זהוב בשתי ידיי. אני אזרח של נייר וגיר, ובלי מחיר לאוסיוסי. כל וסיק ויש שעיר, ישיר פיוט של אמסוי. מנה בלי הכיר, פורח הרעיון ודי. Ist noch einmal, wir begrüßen dich zum Herauskommen von dem Buch. Lerner sollen nicht gehen, nur laufen zu haben das Buch. Wie lebt sich dort von Sholem Berger? Ein großen Dank für Stützen, Geseder, meine Werke und euch stärken Interesse in poetische Schaffungen. Es ist eine Sache, was man muss besonders heutzutage abschätzen auf der jüdische Gas. Ein großen Dank. Ja, mein Vergnügen. Schönen Dank und dir noch einmal, Yasher Koach. Gut, ich bedanke noch einmal Sholem Berger für sein Poesien-Interview. Und jetzt sind wir zurück ins Studio mit Sholem Beinfeld und
Lea Sporer-Levitt. Und Shalom, ich gebe euch den Mikrofon. Bevakasha. Toda Rabba. Schönen Dank. In dem letzten Nummer von dem feinen Journal auf dem Schwell, die Ausgabe von der Jiddisch-Liga, ist da eine Rezension von David Fischmann, was wir haben ihm interviewt mit etlichen Wochen zurück, wegen sein Buch, wegen die Buchschmugglers in Wilner Ghetto. Die Rezension ist wegen einem Buch, was es heraus in Israel. Die Redaktors sind Jechiel Schentuch und Miriam Trin, was ist jetzt Rockneborski von seiner Sprache. Das Buch ist ein Briefen-Austausch zwischen Mordechai Strigler und Hey Leivik. Mordechai Strigler, wer Leivik ist, wissen alle, aber nicht alle wissen, wer es ist gewesen. Mordechai Strigler, gar eine wichtige Figur in der jüdischen Journalistik in die 50er, 60er, 70er, 80er, viele 90er Jahren. Gewesen jahrelang der Redakteur, der einzige Schreiber von dem sehr feinen abolitionistischen Journal Der Kämpfer und auch gewesen Redakteur von Vorwärts in Zeit und ein bekannter Ponem in alle jüdische kulturelle Aktivitäten. Heint ein bisschen vergessen. Er ist gewesen, leben geblieben von Groben und geschrieben, eine Sache wegen dem Groben in die Fabriken von Teuton, wir wollen hören, wegen dem ein bisschen später. Aber er ist nicht so gut bekannt wie die anderen Schreiber von der Groben-Epoche und Bechlal nicht genug bekannt. Ist von dem Briefen-Austausch will ich lehnen, bloß ein paar kurze Brief. Das erste Brief ist geschrieben geworden, nicht mehr und nicht weniger, dem 9. Mai 1945, gleich nach der Befreiung durch die Amerikaner von Buchenwald, was es gewesen, sein letzter Lager. Er schreibt wegen sich in der dritten Person. Du bist frei, haben freilich zu ihm gesungen, die erste Amerikaner Panzer, was haben herumgeringelt dem Buchenwalder Lager. Frei. Aber was machen mit der Freiheit von untergehackte Flügel, von sein dabei einsam und elend? Ort scheint für sich den Weg offen und frei. Aber wohin soll Ort der Weg da führen? Ein polnischer Bürger ist laut die Vorschriften von der internationalen Politik. Und dorten als ein klein Paragraphel voran, zurück von wannet ist gekommen. Und geht erzähl jenem teuten Paragraphel, als du hast kein zurück. Vor zurück auf jene Choves, wo auf dem Ort von deiner Chaverim und Schwester kannst du bloß noch einmal sehen, das Ort von sehr umkommen. Strigler ist später weg, kam Paris und die erste Brief sind in der Sammlung. Es wird sein späterer Nachbrief. Aber sie entdeckten sich 1952, wenn es gewesen in Paris. Und tracht, sie soll alle sein, kein Israel. Er ist Abolitionist, das heißt, Zionist. Aber er sagt in seinem Brief zu Leviken, ich bin geistig nicht gerät zu werden einer von neuem Volk, mit allem meines Meiles und Chesroines. Wären ein Mitläufer, ein Verneger von meinem mächtigen Ich fühle sich nicht schuldig und ihn haben abgelebt, ein degeneriert, kränklich Leben besitzt. Ich will es euch nicht sagen, auf ganze jüdische Deures. Agam der Boden hat sie abgeträstelt von sich. Und die Schwert
hat seine Hälser übergeschnitten. Ich kenne kein Posik von neuer Misse auf keinem nicht austragen. Und auch das will ich müssen sagen in Israel. Und zum Sof hat Strigler beschlossen, nicht Eule zu sein. Er hat angenommen, die Verbettung zu sein, der Redakteur von jüdischen Kämpfer und weg, Dacke kein New York, dort wo Levig hat gewohnt. Noch wegen Mordre Strigler wird uns erzählen Leia. Ja, danke. Ja, ich habe zufällig gehört von wegen Mordre Strigler von meinem Student und ob du hörst doch zu, Charlie, und heißt Charlie Strigler, was du haben hanoet, als zu wissen, als David Fishman hat geschrieben wegen dem Brief, was ihr Cousin, der Mordre Strigler, hat sich geschrieben mit Leviken. Ja, und Strigler ist gewesen eine von den ersten, was haben genommen schreiben wegen dem Horben und alles, was ist durchgegangen. Ist gegangen von, ich meine, 12 Konzentrationslagern in Majdanek und Buchenwald und hat genommen schreiben, wenn man noch nicht gewusst von die Sachen, geschrieben wegen die Sachen. Und er kommt Strigler, Mordre Strigler, von einer chassidischen Heim und ist junger weg in einer Yeshiva und einer Musarnik Yeshiva, Punkt wie Chaim gerade, und hat auch dort gelernt und ja, es ist allein, hat eine Sachpoesie euch geschrieben und eine Sachband von Poesie und hat geschrieben ein Stück Poesie, wenn hat gemusst weggehen, ist weg von daheim mit 7 Schwestern und geschrieben hat in Stub die Neut ist schon stark, bei die Schwesters Glied die Fantasie, mit Arbeiten wie viel Keuch, sie ist nur da und schicken Motteln in Gymnasie. Ist gewesen der Ben Yachid, in wat gewollt sehen, von ihm nachher, und ihm wegschicken, soll sich lernen. Hat sich gelernt in Yeshiva, aber es ist ihm nicht angekommen leicht. Und es hat ihm ausgefällt in der Sprache, in der Schwester, und hat wieder geschrieben, hat verbitten, die Schwester für die litwische Städtlach. Allein ist von Samosch. Und hat geschrieben, seine Schwester und Brüder und ein neunter Freund aus Bichel, in welchen er verschreibt Gedanken und Lieder. Ja, ein Stückel ago ist er gewesen, und zu 16 Jahren hat er bekommen Smiche von auf Rabbonis, aber von Rabbonis hat er nicht getracht. Er hat sich im Ungeheuben schreiben, und er hat nicht gewollt, viele zurückgehen kann Samosch hat gewollt seinen Warsche, wie er hat geschrieben, a Stadt mit kluge Dichter, Denker und der Same Iker Bibliotheken. Und über alles der nahe Klang von frischen Jiddisch. Und zu 18 Jahren in Warschau hat er gesagt wegen sich, mehr schon nicht kein Jingel, nur Ziegel, Granit, vernahe Deures, Chotscha Cholem, a frischer Gilgul von einem alten Yeshiva Apekeures. Und er hat weggestellt jene Welt, aber sein moralische Gefühlen und sein moralische Bewusstheit hat er gehalten mit sich allemal. Und nach der Milchome, nach das alles, das Überleben, hat er sich gehalten als ein moralischer Führer ein bisschen. Wenn er ist angekommen in Paris, hat sich mit ihm getroffen, Schmerke Kaczerginski. Und Schmerke hat sich bei ihm gebeten,
komm mal raus, Mottel hat ihm gerufen, und komm mal raus, Rusach up ein bisschen, was schreibst du allemal? Hat Mottel gesagt, nein, ich darf nur verändigen. Und ich lerne von einer Rede, was Schmerke Kaczyginski hat gehalten in Argentina in 51, wenn man hat ausgeteilt Mordechai Striglerin die Hofner Prämie. Sie heißt die Hofer Leib Prämie von der jüdischen Kulturliga. Und man hat ihm gegeben die Prämie für das beste Buch von 1950. Und Schmerke erzählt, wie 1951, wenn man das gegeben die Prämie, wie pflegt kommen zu Striglerin in Paris und im Betten zu gehen spazieren, und er hat sich keinmal nicht vergessen, wegzulegen der Arbeit. Er hat allemal gesagt, ich darf noch verändigen, aber es hat sich keinmal nicht verändert. Ein Buch hat zugeführt zu noch ein Buch. Und er hat ausgegeben von allen Seiten, publiziert Bücher, Romanen. Er ist zum meisten bekannt für seine Bücher wegen dem Horben. Einer heißt in die Fabriken von Teut, in ein anderer Geräules, und sehr zum meisten bekannt, meine ich, ist eine 6-Band Serie, was heißt der ausgebrannte Licht. Und wenn Schmerke redet, ruft er immer der Dichter von die ausgebrannte Licht, aber bei ihm hat sich keinmal nicht ausgebrannt. Der Licht hat allemal Keuch zu schreiben und schreiben. Ich will nur verendigen ein bisschen, als was Schmerke, Lenin von Schmerke Kaczyginski, was hat gesagt wegen Striglerin, Hebron. Er sagt, ein Jichid kann rübertragen physische und moralische Jesirem bis menschliche Möglichkeiten. Es trifft aber euch, als andere Jichidim spreisen rüber die Grenze. Sennen sie für Schreiber a Themen, für Forschers a gute Material. Alle suchen zu der Grundwelt die Tiefenisch von physisch und geistigen Gebäuden von die nicht durchschnittlichen Patienten. Und bei ihm hat Strigler geheißen ein nicht durchschnittlicher Patient, weil hat so viel herausgegeben. Und okay, ich will sagen, als wenn man hat ihm ausgeteilt die Prämie, hat Schmerke gesagt, ich bin sicher, als wenn die Jury wollt bestanden nicht von 5 Schreibers, nur von 10 Mal so viel, wollt euch der Resultat gewähren als einstimmiger. Die Prämie wird sicher zugeben Striglerin Mut zu weiterdrücken, zu weiterdicker Schöpferigkeit. Das ist doch der Willen von die Prämie von der Taurus und von Kulturkongress. Will sich verändern die Schures mit der Strophe von Striglers Werk. Strigler hat geschrieben ein Poem, sie heißt, er lehnt sich so. Schreibt der Mensch die Wörter stille, Menschen sagen, es ist ein Lied. Nur wer es will, der hört a Tfille. Die Tfille ist, wer nicht mit. Na, so ist Hacke gewesen. Dank, größten Dank, Jascha Koyach, Lea und Sholem, liebe Zuhörer, wart bei euren Radios, läuft nicht weg, wir haben noch eine halbe Show von interessanten Inhalt, noch ein paar Annoncen wichtige. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion.
Und wir seien die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Gräsel, a Lied is a bloom, a Lied is a Herz, wo's vogelt darum, a Lied is a Herz, wo's vogelt darum. Avort, Alit is a clown. Alit is a funegot, a himmlisch Gesang. Noch mehr, Alit is a Herz, und nefscher noch mehr. Oh, Alit, oh, Alit, oh, Alit, oh. Das ist gewesen ein Lied. Was ist ein Lied angeschrieben von der Dichterin Eliza Greenblatt und in der Ausführung von Hazen Avram Brun von Folkways Records Songs of the Ghetto, sung by Cantor Abraham Brun. Sehr schön, laut meiner Meinung. Und Eliza Greenblatt ist gewesen Woody Guthrie's Schwieger. Ich sag, Woody Guthrie ist gewesen Eliza Greenblatts Adam. Efter bin ich der Einzige. Ein wichtiger Annons hat jetzt Lea. Lea, sei es gut. Ja, ich will nur sagen, dass die kommende Woche, sie heißt November, dem 1., wird der Arbeiterring und die Jiddische Liga und der Vorwärts zusammen verbeten dem Eulen auf eine Lektie auf Jiddisch mit Dr. Ber Boris Katlerman. Und die Lektie wird heißen, das Sein ein jiddischer Schreiber im Sowjetenverband noch ein Hoben, der Nisters Geurl. Und es steht da so geschrieben, der Annons. Mit ein Jahr zurück ist anplekt geworden auf der verlosten Gulag-Zwinter neben dem arktischen Kreis
der Käfer von einem von den wichtigsten jüdischen Schreibers vom 20. Jahrhundert, der Nister. Der Nister ist Gott geheißen Pinchas Kasranowitsch. Professor Ber Katlerman von Bar-Ilan Universität, was hat entdeckt das Ort zusammen mit Alexander Polyan, ein Kollege von Moskauer Universität, wird erzählen wegen dem Nisters Schaffung und Arbeit noch in Horben. In die letzten Jahren von seinem Leben unter dem stalinistischen Regime. Wird herumreden, die Dokumenten, was haben zugeführt, die Forschers zu dem verlorenen Käfer in dem russischen Weitensoffen. Und das wird sein dem 1. November, 7:00 Abend, und es wird sein beim Arbeiterring, was ist in New York, 247 West 37. Gas, 5. Goren in Manhattan. Und es ist $10 an Eintritt. Und sie ist für Mitglieder von der Jiddisch League und Arbeiterring. Und ich will geben eine Telefonnummer da, als ihr wollt so anklingen in Jiddisch League zu bekommen mehr Informationen. In Jiddisch League ist 212-889-0380. Und ihr könnt da gehen auf dem Internet und suchen leagueforyiddish.org. Gut. Und jetzt Shalom Beinfeld. Dank. Es ist gut zu hören, als die jüdische Kultur und Interesse zu der jüdischen Kultur blieb in New York und in anderen Teilen von den Vereinigten Staaten. Aber ich will reden dafür wegen der jüdischen Kultur, was blieb in Paris. Mit ein paar Tage zurück ist auf dem online-jüdischen Vorwärts gewesen ein Artikel wegen einem Mini-Festival von jüdischen Theater in Paris. Das hat mich sehr gefreut, weil ich will dafür sein, jene Woche in Paris allein. Was tue ich in Paris? Nur, ich pflege oft sein in Paris, weil ich bin gewesen Professor von europäischer Geschichte, pflege ich von in die Archiven in Paris und in derselben Zeit geworden ein öfter Hereingeher in der Medem-Bibliothek, oder wie sie heißt jetzt, die Medem-Bibliothek, jüdischer Kulturcenter von Paris. Der jüdische Kulturcenter, die Medem-Bibliothek, ist sehr, sehr aktiv auf Sachgebieten. Lemoschel, sie geben jetzt daraus, sie haben also sozusagen einen eigenen Verlag, zweisprachige Keschene-Bichlach, das heißt auf Jiddisch und Französisch. Und dort sind etliche Beispiele von, was sie haben herausgegeben. Jossel Bierstein, Am Mantel von einem Prinz. Moshe Nader, mein erster Roman. Shalom Aleichem, Menschen und Eufes. Und es wird bald sein, euch von Avram Reisner erzählen. Sie arrangieren verschiedene Unternehmungen und euch eine eigene Jiddischwoche. Und die Jiddischwoche wird vorkommen das Jahr auf einer Insel in Griechenland im Dezember. Es ist schon zu spät, sich zu verschreiben, weil alle Plätze sind ausverkauft. Gleich mit das gehabt, mit das schaut mal, das gehabt im Matzewasser. Das ist im Dezember, aber ein ganzes Jahr kommen vor bei sie, wo soll ich anheben? Klassen, Warstatten, Lektions. Und noch. Wir können sich lernen, wie zu kochen auf Jiddisch. Wir können sich lernen, wie zu nähen traditionelle jiddische Kostüme. Wir können sich auslernen wegen jiddischen Theater. Und euch sehr ernste Seminaren,
was kommen vor oft einen ganzen Tag, wegen jüdischer Schreiber und wegen der jüdischen Literatur bechlall. Ich kann nicht reden, ich habe nicht Geduld und die Zeit zu reden wegen ihrer Aktivitäten das ganze Jahr. Aber Otle Moschel ist, was es kommt vor dem Chodesh, das heißt Oktober. Es ist schon gemacht aus, aber noch nicht den ganzen. Von dem 26. bis zum 28. Oktober wird sein ein intensiver Seminar wegen die falschen Meshichim in der jüdischen Literatur. Das ist ein nicht ein gewöhnliches Thema, aber ein wichtiges Thema. Heute ist erst heraus eine englische Übersetzung von Moshe Naders Mashiach in Amerika. Was ist, versteht sich, weil Moshe Nader ist gewesen ein Humorist, ist eine sarkastische Beschreibung von Business in Amerika. Aber andere sind nicht kein komische. Le Moschel Shabse Tzvi von Sholemash. Und zwei Werke wegen Yankiv Frank, was ist gewesen, also sozusagen der aschkenasische Shabse Tzvi, und hat gemacht einen gewaltigen Räuschem in die jüdische Kehilles von Podolia und Wolin und Galizien in dem 18. Jahrhundert. Zwei wegen Yankiv Frank von Moshe Kulbak und eine von Arn Zeitlin. Alles wird sein, und es wird sein, einen ganzen Tag, wird sein auf Jiddisch. Und in dem kommenden Chodesh, in November, und dafke, wenn ich allein will sein, eine Hochzeit in Paris, kommt vor ein Mini-Festival von jüdischen Theater. Freitag, den 16. November, wird man spielen eine Pjese, gebeut auf Mendele Moichas Forums Masoes Binyamin Hashlishi. Und Shabbos, dem 17. 2 Ein-Akters, Shalom Alechems, Mr. Boim in Closet. Ich muss das gehen sehen, weil Mr. Boim in Closet ist Shalom Alechems satirische ein Akter wegen dem Amerikaner Jiddisch ist voll mit Anglizismen. Wir sollen die französische Jiden sich spraven mit dem, das wollen sehen. Und der zweite ein Akter ist Judla mit Peretzes Nachmenkes Meises. Und ich muss sagen, dass alles in der Stadt für die aschkenasische, das heißt die jüdische Bevölkerung, ist kleiner wie in Boston. Sie ist weniger wie eine Hälfte von der allgemeinen jüdischen Bevölkerung von Paris, wo eine Sache mehr sind von sphardischen Abstamm, von Tunesien, von Algier, von Marokko. Sie spielen eine wichtige Rolle in der jüdischen Kehille, aber das stört nicht die jüdischen Menschen zu sein, aktiv und zu halten, anhalten die wichtige mit dem Bibliothek. Sie ist nicht die einzige jüdische Institution in Paris, aber ich wollte gesagt, von dem jüdischen Standpunkt ist sie nicht nur der wichtigste jüdische Punkt in Europa, nur eine von den wichtigsten jüdischen Punkten in der Welt. Und alle wollten mir gehabt, als eine Institution bei uns in Boston, aber mit einer Sündigen, es ist gut, was wir haben, als eine feine jüdische Institution, wie die Radio, Auditie, das jüdische Kohl, was ihr herzlich zu dem ist. Schönen Dank, Jascha Koech. Ich habe Fragen, was ich will stellen. Sollen wir hören ein Lied, ehe wir kommen zu dem? Können wir hören ein Lied, ehe wir kommen zu meiner Frage? Ja, wir können allemal gut zu hören ein Lied. Ich habe noch ein Lied von dem Chasen, was ist schon auf jener Welt, Chasen Avram Brun. Das heißt Vetter Itzi, mit Wörter von Moshe Kulbak.
Ois gelernt Schneiderei, macht der alte Söre manches Punkt wie Spugeln oi. Macht der alte Söre manches Punkt wie Spugeln oi. Kommet steht alle, mit sein Nordel vor ihm, hängt die Rüssaschel alle, du verricht man begott ihm, hängt der Rüssaschel alle, du verricht man begott ihm. Ois gelatte Witterdorf, geht in a Zweiten, bis lost der Reus von Hand dem Gegend aber neuten, bis lost der Reus von Hand dem Gegend aber neuten. Kommet in a der Falle, mit sein Ordle vor ihm, hängt die Reussaschel alle, du verricht man begott ihm, hängt die Reussaschel alle, du verricht man begott ihm. Dank. Noch einmal Shalom. Ich will hören wegen falscher Moscheechen, das ist ein Thema für sich, aber auf jeden Fuß könnt ihr uns ein bisschen mehr Gewäuer machen wegen dem? Nu, die falsche Mashiachim haben in der jüdischen Geschichte nicht gefällt. Man kann auch viele sagen, als von dem jüdischen Guckwinkel ist Jesus Christ gewesen ein falscher Mashiach, nicht der Emerson Mashiach. Aber, und versteht sich, man hat in der jüdischen Literatur Lemash Sholomash a Sach geschrieben wegen Jesus. Aber Sholomash hat nicht geschrieben wegen ihm wie ein falscher Mashiach, verkehrt. Hat ihn gehalten für ein frommen Jid. Aber die zwei bekannteste falsche Mashiachim, Shabse Zvi im 17. Jahrhundert und Janke Frank im 18. Jahrhundert haben gemacht einen gewaltigen Geräuschen in der jüdischen Welt. Lemaschel, als man lernt, für eine von den ältesten jüdischen Werken, die Memoiren von Glickel von Hammel. Sie das, was ist geschrieben geworden, zusammen anheben von 18. Jahrhundert, aber sie deckt größten Teil von dem 17. Jahrhundert. Sie sagt, dass man der Herr in ihr Stadt, in Hamburg, in Deutschland, als der Mashiach ist gekommen, in Türkei, haben Jiden sich eingepackt und gewann bereit zu folgen in Eretz Yisrael und sich treffen mit Mashiach. Also es ist nicht gewesen bloß kein literarisches, es ist auch gewesen ein historisches Phänomen. Und andere Schreiber haben wegen dem euch geschrieben. Ja, Scholem, das ist nicht keine Frage, weil ich meine, wir haben nicht eine Antwort auf dem, stelle ich es nicht eine Frage. Ich will nur sagen, es ist sehr interessant, als in Paris ist die Medienbibliothek so tätig und sie tut sich so viel mit Jiddisch, wenn Tage, wie du sagst, ist doch da nicht so ein größer Zoll Jiden und man weiß doch, in Frankreich trifft sich ganz gut der Antisemitismus. Und es ist Tage eine interessante Sache, als der Medienbibliothek kann so anführen. Und es ist da eine Kehille. In der Kehille fühlt sich genug stark und verinteressiert. Und es ist etwas, wir können gut reinklären. Ich meine, ich habe eine Theorie, aber Sultan hat das mit dem Yitzchak Neborski. Was kann man sagen wegen dem? Was kann man nicht sagen wegen Yitzchak Neborski? Ich habe dem vorbeigehend, der Monta sein Schnur. Miriam Trin ist eine von den Redaktors von dem neuen Briefaustausch zwischen Mordechai Strickler und Hey Levik. Und wir kennen der Mann als sein Enekel, ist eine von den Sternen, eine von den Stars von dem jüdischen Film Menachem. Aber was ist wichtig zu sagen, als Chotscher ist schon jetzt durch sich auf
Pensie, aber geblieben sehr aktiv, ist Yitzchak Niborski, ein Geborener in Argentinien, sich gelernt Jiddisch in daheim und auch in die dämmelige, sehr wunderliche jiddische Schulen, wo viele, hat mir gesagt, die Kinder pflegen zwischen sich spielen auf Jiddisch, also intensiv ist gewesen die jiddische Atmosphäre. Mit dem gebracht in Paris durch sich in die 70er Jahre anzuführen mit der Bibliothek und hat aufgelebt die Institution. Sie ist nicht gewesen, keine teute Institution, aber sie ist gewesen nicht so gewaltig groß. Hat sie aufgelebt und sie ist geworden, wo sie ist heutzutage. Und führt dann auch gut mit den Programmen in der Medienbibliothek, Seminaren und Lektien und so weiter, führt an euch mit Jiddisch-Kursen, was wir kennen her in der ganzen Welt und euch mit den jiddischen Kursen in dem Arbeiterring von New York, was ich habe letztens ausgefunden als unser Mayor David ist allein ein Student von Niborski. Ja, ich habe ihm heute gelernt mit ihm. Sehr interessant. Ob mich etwas interessiert mit Linguistik, habe ich Sachen ausgelernt, Sachfakten wegen Morphemen. Und zum Schluss will ich sagen, als einmal, wenn ich gewesen in Paris, ist erst gewesen herausgekommen, sein Zweitwörterbuch. Das erste Wörterbuch, was hat herausgegeben, und es ist geblieben wichtig bis zum heutigen Tag, heraus in den 90er Jahren, ist gewesen die Wörterbuch von Lashon Kodesh, stammige Wörter auf Jiddisch, was an dem kann man sich nicht schreiben, man will schreiben, oder auf lernen auf Jiddisch. Das ist ausgezeichnet. Es ist eine jiddische, wir können sich auslernen von der Jiddischkeit, Poshet lernen die Einzelnen. Mit der etlichen Jahr später ist heraus sein jiddisch-französisch Wörterbuch, was es gewesen, wird man gleich verstanden. Also das ist das beste zweisprachige jiddisch Wörterbuch, was existiert in der Welt. Habe ich ihm gesagt einmal in Paris, Yitzchak, wir wollten gedacht schaffen einen englischen Nussach davon. Nur hat gesagt, tu was du kennst. Und ich sage, ich soll sehr lange meinst, ich kann es machen kurz. Von dem französisch-jiddischen Wörterbuch, jiddisch-französischen Wörterbuch ist herausgewachsen, das herumnehmig jiddisch-englisch Wörterbuch, was ich und Chaim Bochner haben redigiert, was ist herausgegeben geworden von Indiana Universität in 2013. Und das alles haben wir zu verdanken Yitzchak Niborski. Und unser Glück, was hat getan, die Arbeit mit Chaim Bochner. Ja, danke Shalom und danke für deine Rede wegen der Bibliothek. Ich habe jetzt beschlossen, als ich will fahren kann Paris in Januar. Ich darf sein in Israel, weil ich sich aufstellen in geben eine Guck auf den Medien Bibliothek in Januar. Im März Hashem. Sehr schön. Vorgesund. Fortgesund. Und ihr fortgesund in Paris geht über ein Gruß alle Jiddischisten dort und alle Nicht-Jiddischisten, alle Hebräisten, aber ihr geht über Grüßen von uns in Paris. Und mit dem verändigen wir unser heutiges Programm. Ich bedanke euch Sholem Beinfeld und Lea Sporer-Levitt und früher Sholem Berger. Seid gesund, liebe Zuhörer. A gute Nacht. Niet verschütteln, so brege euch die Arme, so twieses euch erzogen, nur zu unserer Pein keine bissel Schein. Frühling kaufen Land gekommen
und uns Herbst gebracht, ist der Tag kein